Moie Leiiwalle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. Haut lese ma en Artikel aus dem Trierischer Volksfreund, an zwar vom 1. Oktober 2008. Ich war demals op Träger gefuhr für den Luxtico Deutsch Lützebäuerisch vorzustellen. Maja, dann meinst du Mikro aus und dann lauscht mal. 1. Oktober 2008 um 21:35 Minuten. Pabayasnüs Schnappisch. Trier Luxemburg. Wer platt sprechen kann, ist eindeutig im Vorteil, wenn er Luxemburgisch lernen möchte. Was auch helfen kann, ist das neue luxemburgisch-deutsche Wörterbuch Luxtico. Das Nachschlagewerk soll gegen den Untergang des Letzeburgischen wirken. Von unserer Mitarbeiterin Sibylle Schönhofen. Für nur 1 Euro 2 Monate alle Inhalte von volksfreund.de lesen, inklusive aller Volksfreund und Artikel. Das Luxemburgische hat es als Sprache nicht leicht. Nicht einmal in seinem Heimatland ist es Unterrichtsfach an den Schulen, an der Uni ist es ein Neuling, Lehrer für Luxemburgisch hatten bis vor kurzem keine Aussicht auf Festanstellung. In den Gesetzestexten ist es durch Französisch verdrängt und Letzeburgisch gilt auch nicht als offizielle europäische Sprache. Sprache als Teil der Identität. Doch das kleine Volk im Herzen Europas scheint zu erkennen, dass seine Sprache einen Teil seiner Identität ausmacht und einer Stärkung bedarf. Seit September gibt es Luxemburgisch daher erstmals als Fach an der Universität. Die ersten Luxemburgischlehrer bekommen eine Festanstellung und das neue luxemburgisch-deutsche Wörterbuch Luxtico drückt Selbstbewusstsein aus. Nicht einmal ein Brot könne man mehr auf Luxemburgisch kaufen, ohne dass die Verkäuferin darum bitte, Französisch zu sprechen, klagt die luxemburgische Europaabgeordnete Astrid Luling über die Not, in der sich ihre vom Vergessen bedrohte Muttersprache befindet. Kein Wunder, wo doch 50% der Einwohner ausländische Residierende sein und Grenzgänger tagsüber den Ausländeranteil noch erheblich vergrößern. Gemeinsam mit ihrem Großneffen Jerome Luling und der Unterstützung der Europaabgeordneten Christa Klaß hat Astrid Luling dem Untergang ihrer Muttersprache den Kampf angesagt. In dem Zusammenhang warnte Christa Klaß bei der Buchvorstellung von Luxtico mit einem Verweis auf ihr eigenes Moselfränkisch: Sprache geht verloren, wenn wir sie nicht praktizieren. Als Sponsorinnen und Schirmherrinnen haben die beiden Europaabgeordneten das neue luxemburgisch-deutsche Wörterbuch ermöglicht. Jerome Luling hat es mit François Scharnen und Miriam Welschbillig verfasst. Einen Schritt auf den Nachbarn zugehen. Auf 358 Seiten listen die 3 Autoren 26400 luxemburgische Wörter auf und übersetzen sie ins Deutsche. So erhält der sprachinteressierte Deutsche für die anstehende Schnupfenzeit beispielsweise die Übersetzung für Papiertaschentuch in Pabayasnüs Schnappisch. Und der Muttersprachler, der grübelte, wie sich dieses oder jene gesprochene Wort schreibt, kann nun auf ein hilfreiches Nachschlagewerk zurückgreifen. Zwar gibt es Vorläufer, doch eines aus den 50er Jahren wurde wegen antisemitischer und sexistischer Komponenten aus dem Handel gezogen, erläuterte Jerome Luling, und das bisherige Standardwerk von Jacqui Zimmer ist mit seinen nur 6000 Begriffen dem Luxtico im Wortschatz weit unterlegen. Das Wörterbuch ist ein kleines Handwerksgeschirr, damit wir uns in der Großregion besser verstehen, fasste Astrid Luling ein weiteres Ziel des Projektes zusammen. Das hat gefehlt, urteilte Franz-Peter Basten, der sich als Honorarkonsul für die deutsch-luxemburgischen Beziehungen einsetzt. Er appellierte an alle Grenzgänger, zum eigenen Vorteil die Sprache des Arbeitgeberlandes zu erlernen. Triers Kulturdezernent Ulrich Heukenbrink empfahl das Wörterbuch als Möglichkeit, mit seiner Hilfe einen Schritt auf den Nachbarn zuzugehen. Das Buch ist im luxemburgischen Verlag Editions Schortgen erschienen und kostet 24,95 €.
Erhältlich ist es in Trier in den Buchhandlungen Interbook und de Bücherladen. Das Buch wird nach der Frankfurter Buchmesse Ende Oktober auch im Internet zu bestellen sein, so der Luxemburger Verleger Manuel Schortgen. Extra Jérôme Lulling, 37, hat in Montpellier Deutsche Linguistik studiert und darin promoviert. Von 2000 bis 2006 besaß er einen Lehrauftrag für Luxemburgisch an der Universität Trier. Seit 2006 unterrichtet er seine Muttersprache im Auftrag der Stadt Luxemburg und hat zusätzlich einen Lehrauftrag in Namur, Belgien. Vor Luxtico Deutsch hat er bereits Luxtico Französisch veröffentlicht, in Luxemburg mit 10.000 verkauften Exemplaren ein Bestseller. Voilà, das war mein Interview für den trierischer Volksfreund aus dem Jahr 2008. Ich kann nicht gucken, ja, 1. Oktober 2008. Ja, das sind lo auch, wie viele Jahre lösen wir 2022, 12, 14 Jahre hier. Boah, leider ist der Manuel Schortgen nicht mehr inner da ist. Das war ein Schock. Ich weiß auch noch nicht, wie und ob es mit dem Luxtico wird weitergehen. Wir haben damals gemacht, was wir konnten. Voilà. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand auf grammaire.lu, ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, an die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.